Hallihallöle, ich bin's, euer Blastingenieur. Na guckt, da haben wir mein halbautomatischer Rieken auf dem Tisch. Ey, ihr glaubt mir noch nicht, oder? Liegt vielleicht auch dran, dass es noch kein halbautomatischer Rieken ist, weil ihr seht, da ist zwar eine Zahnstange dran, aber die läuft nur ins Leere. Also momentan, gut, wir können jetzt da mit der Magie, dass ihr bloß einen Teil vom Bild seht. Und müsst jetzt ein Motorradgeräusche machen. Gut, wir müssen jetzt erst einmal laden. So, Gang raus. So. Laden. Und dann so, können wir so tun, wie wenn es schon halbautomatisch wäre. Und darum geht es jetzt heute auch. Also, seht, Zahnstange ist dran. Mal gucken, ob man irgendeinen Motor findet. Aber 6 Pfeile, naja. Ich weiß nicht, das hat sich mittlerweile so bei mir so etabliert, dass ich oh, meine schöne Schulterstütze. Ja, denkt mir gerade, wo kommt denn der Kunststoff daher? Ja, den hat es von der Schulterstütze weggehobelt. So. Noch ein bisschen zurück. Zack, nein. So, jetzt. Jetzt. Kriegt die Vorstellung. Schlitten bewegt sich von allein. Magie. Gut, ich könnte das jetzt hinter meiner Schulter befestigen oder könnte die beide Hände. Einen haben wir noch, oder? Ja, das waren sie alle. Ja, wir sollten die Schulterstütze mal wegmachen, bevor man die abhobelt. Ich hab schon ein bisschen dran rumgespielt und da seht ihr, da haben wir ist jetzt glatt geschliffen an der Stelle. Ich denke mir gerade, wo kommen die Späne daher? Ja, ich meine, das sieht jetzt, der Halter von der Schlitte, das sieht jetzt noch nicht schön aus. Aber erstmal muss funktionieren und dann kümmern wir uns um die Optik in der Reihenfolge. Und ihr habt auch vielleicht ein bisschen zu viele Schrauben. Und ich meine, ihr könnt da vorne da auch noch Schraube statt derer da haben. Dann könnte man das alles ein bisschen gucken. Vielleicht jetzt auch kleinere Schraube lange, dann wäre das alles ein bisschen kompakter. Aber alles noch ein anderer. Das habe ich jetzt halt. Dafür habe ich die Modalität auch gehabt, das habe ich schnell zusammengeklatscht. Das ist dahinter, da war die Zähne umfasst. Ja, das sind meine Versuche. 1, 2, 3, 4, 5. Beim ersten können wir uns mal angucken auf der Seite. Ja, da habe ich das oben weggebrochen, weil seht, da haben gerade 2 Zähne oder so am Neipast und beim dritten ist hat schon nicht mehr passt. Weil es ist saumäßig kompliziert, das mit dem Messschieber so zu messen und 3D-Scanner habe ich noch nicht. Ich wüsste auch nicht, ob es besser wäre mit dem 3D-Scanner. Und zweiter, habe ich das nicht mehr wegbrechen müssen, weil der hat den Abstand habe ich richtig gemacht. Ja, ich glaube, da haben noch nicht arg viel mehr Zähne reingepasst, aber über so stücklesweise habe ich mir angenähert. Dritter, da war es dann schon ganz beachtlich. Seht, dann da wird es dann. Das ist halt, wenn man da einige Zähne ineinander hat. Und das da war es dann. Was der nicht Doppel? War das der letzte sogar? Das ist der letzte. Nee, da war es dann. Egal. War das der passt hat? Der hat passt. Den habe ich dann genommen. Und da seht ihr, dass ich die Zähne eingefasst und jetzt habe ich euch jetzt gezeigt. Jetzt kann es auch ein Müll. Es ist bloß, dass ihr mal seht, was da so dahinter steckt. Und beim ersten Versuch war ich auch wirklich ein bisschen zu optimistisch, also das über so eine Länge ausdrucke. Und vor allem, ich habe es dann auch auf der Länge klasse, weil es hebt, also ihr seht, ich kann da dran ziehen.
Das ist jetzt, was ich jetzt noch machen muss. Der Teil passt doch. Den Teil, der passen, von dem ist einfach fast. Wobei das ist der Hanna. Ne, das muss ich schmaler machen. Und den Teil der Hanna, da muss noch passen. Aber ja, das habe ich eigentlich aus dem Modell von Zielfernröhrle. Das wird aber vorne drüber geschoben und ist dementsprechend anders ausdruckt. Da passt es eigentlich, aber wenn man das jetzt so. Gut, das musste ich jetzt halt hier halbe schneiden. Ja, vorne noch einen Abschluss braucht habe. Damit das hier eingefasst ist. Das kann jetzt aber auch sein, dass man da einfach ein. Das muss ich schon machen, dass das besser ist. Aber was nach dem anderen. Erst einmal muss es funktionieren. Dafür haben wir Motorle. Und ich würde sagen, wir setzen das so einfach unter Spannung und heben das mal nach. Machen wir das komplett vom Tisch. Und das muss dann halt das zurückziehen. Weil nach vorne ist einfach. Zurück ist das kompliziertere. Und wir setzen das da drunter, dass man das der Tisch nicht verkratzt. Das wäre Überlegung. Das kann es nur sein. So müsste das. Es geht an. Das hält natürlich nichts, weil das Kabel recht kurz ist. Also haben wir 11 Volt. Wir brauchen aber 12 Volt. Da mal einfach irgendwie anklemmen und gucken, ob es gleich raucht. Ich habe die Motoren noch nicht getestet. Ich habe 3 unterschiedliche da. Jetzt gucken wir mal. Ui, der ist gemütlich. Der lügt nicht, wenn er sagt 10 Umdrehungen pro Minute. Ui. Wie langsam der noch ausdreht. Können wir den ein bisschen? Ich glaube, mit dem haben wir keinen Spaß. Das ist dann. Und Kraft hat er auch können. Hoppala. Aus. Uiuiui. Ich habe mal die Motoren mal gekauft, das war nicht teuer und habe gedacht, komm, Drehmomentangabe war keine Sender. Das. Ui, okay. Scheidet aus. Jetzt habe ich gerade den Imbus, den ich brauche, wieder aufgeräumt. Wir probieren den mal. Der hat 100 Umdrehungen pro Minute. Sieht auch nicht arg viel. Auch nicht arg viel besser aus. Es kann sein, dass man da arg viel größer. So. Das heißt, wenn man den aber jetzt noch unten legt, man das an der Strom auch klemmen. Puff. Da andere Kabel. Ja. Mit den Kabel schließe ich das noch über das Motorhäuser, das Netzteil kurz. Ich glaube nicht im Sinne des Erfinders. Oder zumindest ich will es nicht so. Das kann sein, dass man da doch eine ganze Spur größer gegangen müsste. So. Das heißt so. Jetzt Imbus. Mittlerweile so Sammelsurium von den Imbus. Bei jedem Krusch kriegt man da einen Imbus mit dazu.
Und doch der falsche genommen. Ja, den habe ich schön zu den Behälter für den eigenen Blaster rein da. Genau da, wo ich ihn jetzt nicht brauche. So. So. Schaltest aus. Dann hoffen wir, dass der taugt, ansonsten müssen wir mal gucken, was. Ansonsten hätte ich noch den, der hat eine 1:90 Übersetzung und keine Ahnung, was der Spannung braucht, weil der stand nicht dran. Das habe ich auch nicht gefunden auf der Website vom Händler. Oh, das. Ah, da hängt es noch. So. Okay, rein von dem, der jetzt mal passen. Muss er bloß noch genug Kraft haben. Und ich habe da so meine Zweifel. So. Spannungsquelle anklemmen. Ja, nicht im Ansatz. Ja, wir können den nach vorne gehen lassen, aber. Okay. Das heißt, wir brauchen einen deutlich größeren Motor. Okay, jetzt sind wir bei 17 Volt. Gucke. Ja. Uiuiui. Aus. Ja. Okay. Mal in den Teileschrank. Ich glaube, das mit dem Drehmoment, das man da braucht, habe ich doch nicht richtig berechnet. Ja, das da hat eine 1:90 Übersetzung. Da könnte man wahrscheinlich prinzipiell den Valkyrie-Motor da rein machen. Wenn man guckt, was der Drehmoment hat. Und das habe ich im ersten Video dazu. Da verlinke ich euch unten. Habe ich das auch alles mal, meinen Rechenweg mal aufzeichnet. Oder das heißt aufzeichnet, halt erzählt. Da könnt ihr das mal nachvollziehen. Aber meine Erwartung ist jetzt nicht, dass man das mit dem da schafft. So irgendwie so von der Optik her. Von dem ganzen Eindruck her. Gucken wir mal, ob er die 12 Volt mitmacht. Ah. Oh. Das wäre natürlich schick. Ja, das wäre schick, wenn man nur noch von denen taugt hätte, aber müsste da wahrscheinlich ganze Stufe größer gegangen. Bei der 12 Volt Motor mit der 100 Umdrehungen pro Minute schon ganz okay war. Mein so einen Motor kann man immer mal wieder, sowas kann man immer mal wieder brauchen für vielleicht, ja, so für vollautomatisches Blästerle oder so. Aber jetzt gucken wir mal, vielleicht hat er Überraschungen parat. Oh, die Krokodilsklemmer.
die haltet auch nicht so wahnsinnig gut. Oder wir machen halt da in den ein ganz schwaches Fädel rein. Aber das will ich jetzt eigentlich. Das heißt einmal umdreht. So. Oh, schön, die ist verkratzt. Und Verbindung hoch um mich gemacht. Oh, guck, da schöne Tisch, da schöne Tisch. Sagt er und macht noch mehr Kratzer mit dem Motoren-Tisch. Da schöne Tisch. Das wird irgendwann mal Running Gag. Da schöne Tisch. Okay, der Motor kostet jetzt schon noch. Lass mich die halt irgendwie anschließen. Vielleicht geht es mit der anderen Klemme da wieder besser. Man soll den Ausgang vielleicht ausschalten. Ja, weil die sind halt. Die klemmen besser, aber sind nicht so gut isoliert. Das ist alles. Sag's euch, muss man so Stück für Stück ganze Equipment zusammen kaufen, dass man da hochprofessionell arbeiten kann. So, gerade falsch rum gemacht. Heieieiei. So. Die Schoner. Und. Nee, Ausgang an. Hoppala. Hoppala. Hat aber schon Qualt. Also Drehzahl hat er halt. Okay. Auch nicht genug. Up. Oh, ich glaube, der gibt Rauchzeichen von sich. Ja. Hui. 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 Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist der Hilfeschrei eines Motors. Uiuiuiui. Was wir jetzt machen? Nur mal gucken, ob er noch Gott. Aber. Okay, das kann vielleicht sein, dass der nicht für 12 Volt ausgelegt ist. Bin aber schwer beeindruckt, dass der trotz Rauchzeichen, oh Gott. Das ist halt. Ja. Ich muss es einfach probieren. Man ist ja schließlich nicht umsonst Ingenieur. Ja. Da gucken wir. Packen wir weg. Brauchen wir nicht mehr. Maus. Strom sparen. Weiß auch nicht, ob man so schwab. So, Schraubenzieherle. Reingucken. Das war der letzte Motor, den ich für heute von Versuch hatte. Also wir sind nur winzig kleiner Schritt weitergekommen. Also ich immer noch nicht voll automatisch. Also sonst, wenn das jetzt mit dem Motor geklappt hätte, wäre klar gewesen. Nächster Schritt dann Halterung von dem Motor. Also wahrscheinlich recht pragmatisch. Dafür habe ich einen Adapter gemacht. So langsam wird das alles einfacher.
Passt da? So Valkyrie-Motor überhaupt? Nein. Ja, passt. Und da haben wir die schönen Logos verdeckt. Und jetzt kriege ich das wahrscheinlich nicht runter. Eieiei. Ja, was seht ihr, das ist. Ja. Ist ein netzloses Ding. Aber es war zu erwarten, deswegen habe ich eine andere Option auch geholt. Weil ich dachte, das wird so nix. Ich meine, das war jetzt. Also, das muss nochmal ganz ecke. Aber die geben dem nie das Drehmoment an. Das würde ich gerne wissen, aber ich glaube, da ist meine Berechnung, habe ich auch irgendwo Fehler gemacht. Und ich kaufe jetzt einfach einen wesentlich größeren. Einfach. Gucken wir. Und dann gucken wir, was für Spannungsquelle wir dann nehmen. Muss ich mal gucken, was kann denn das Netzteil maximal? Das kann 30 Volt, wunderbar. Ja, das waren die Versuche für heute. Aber ihr könnt es euch vorstellen, wie es denn so funktionieren kennt. Hoffe ich doch, dass ihr genauso viel Fantasie habt wie ich. Und wir scheitern uns da so langsam voran. Und irgendwann wird das gegangen. Ich meine, sobald wir einen Motor haben, das ist dann, das letzte Mal habe ich das ja bloß erklärt, aber sobald wir einen Motor haben, wird es dann einfacher. Das ist, dann haben wir dahinter irgendwo, haben wir da was noch, kommt da ein Taster noch und dahinter irgendwo ein Taster, wo das dann am Ende ist. Sobald es dann am Ende ist, wird die Motorrichtung umdreht, geht es wieder nach vorne und bleibt vorne. Bis man der Hanne wieder drückt, dann geht es wieder nach hinten und so wird die Motorrichtung wieder umdreht und bleibt vorne. Und wenn man da einen Magazinhebel drückt und das rauslassen will, dann geht das halbe nach hinten, dann kann man Magazin raus. Ich denke, das kann man auch halten. Das machen wir einfach. Wenn man das Magazin drin hat, kann man das wieder nach vorne lassen. Und dann geht es wieder nach vorne. Dann kann man überschießen. So in etwa. So stelle ich mir das vor. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4 Taster. Ja, und ein Mikrocontroller. Aber erst einmal muss halt der Motor prinzipiell gehen, bevor ich da anfange. Da Drehrichtungsumkehrung und alles, weil Motor muss ich halt dann finden, der passt. Der das tut, was soll und er halt genug Kraft hat, ganz einfach. Aber muss ich gucken, wo ich sowas herkriege, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber dann lasst es aber nicht da. Da werden wir schon irgendwie einen Erfolg draus machen. Und wenn nicht, wir haben Spaß beim Basteln. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.